Olaf. Ey, ich habe Olaf getroffen. Österreich ist besser als die Schweiz. Sass. Holy shit, wir haben ein Video gefunden. Warum die Schweiz so viel besser ist als Deutschland. Es ist mein Video und Deutschland wird mal wieder gut gehatet. Ich bin Schweizer, ich habe da eine neutrale Sicht, weil ich viel in Deutschland bin, viel in der Schweiz bin. Also ganz neutral ist es nicht, aber ich habe beide Vergleiche. Ich würde sagen, wir gehen rein. Die Schweiz gilt als das lebenswerteste Land in Europa. Laut einer Umfrage liegt der Grad der Zufriedenheit mit ihrem Leben bei der Schweizer Bevölkerung bei 8,0, während er in Deutschland nur bei 6,5 liegt. Deutsche sind also spürbar. Okay, mal meine Einschätzung. Würde ich sagen, dass die Schweizer zufriedener sind, wenn ich das jetzt so vergleiche, weil ich bin ja, ich würde sagen, 1/3 vom Jahr in Deutschland, 2/3 vom Jahr in der Schweiz. Ich muss sagen, ich mag die Deutschen sehr, aber das zeigt ja nicht, wie zufrieden die sind. Ich finde, Schweizer sind auch, ich sag so ein bisschen so ein Meckerland. Die Schweizer zahlen am Ende des Tages ein bisschen weniger Steuern und das sind dann die 1,5 Punkte, die das ausmachen. War unzufriedener als Schweizer. Aber warum ist das so? Was genau? Aber warum ist das so? Macht die Schweiz denn so viel besser als Deutschland? Wie ihr merken werdet, gibt es dafür viele Gründe. Ich probiere mal meine Gründe zu sagen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich nicht finde, dass die Schweiz in allem besser ist als Deutschland. In der Schweiz obviously besser Zugsystem mit diesem Stundentaktfahrplan. Steuern sind besser, Land ist schöner, du hast Schnee, du hast aber auch sehr viel Sonne. Du hast verschiedene Sprachen, was irgendwie geil ist in einem Land, finde ich, wenn es verschiedene Sprachen gibt, weil es dann so eine geile Dynamik gibt unter den Leuten. Das finde ich ist das Positive. Einkaufsläden sind besser, finde ich viel besser in der Schweiz als in Deutschland. Umgekehrt finde ich, dass man in Deutschland so ein bisschen mehr lebt. Du kannst geiler feiern gehen. Ich finde es von den Restaurants oft geiler, so in Köln, München, Hamburg gibt es so ganze Restaurantstraßen, was es in der Schweiz, finde ich, nicht so gibt. Einfach weil die Städte auch nicht so groß sind. Allgemein so ein bisschen fehlt so diese Großstadtkultur, so dieses am Abend rausgehen, leben, feiern, ist in der Schweiz jetzt nicht so das Ding. Schweiz ist eher so das ruhigere, kleinere Land, wo dann Leute, wenn sie älter sind, einwandern, weil sie Cash gemacht haben. Und es gibt keine Wehrpflicht in Deutschland. Das finde ich auch gut. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe dafür, wie so oft allerdings, das Geld. Genauer gesagt, das sogenannte Lohnniveau. Es ist zwar allgemein bekannt, dass die Schweizer im Durchschnitt deutlich mehr verdienen als ihre deutschen Nachbarn. Wie heftig der Unterschied ist trotzdem krass. Denn das durchschnittliche Einkommen eines Schweizer Haushalts liegt aktuell bei umgerechnet 10.300 € im Monat. Also 10.300 € im Monat in einem Haushalt. Das heißt, da geht es wahrscheinlich nicht um eine Person. Weil 10.300, Digga, da musst du auch in der Schweiz einen geilen Job haben oder einfach Social Media machen. 124.000 € im Jahr. Ein deutscher Haushalt kommt im Schnitt hingegen nicht mal auf die Hälfte. Hier sind es nämlich etwa 4.900 € im. Muss man aber natürlich auch wieder in Relation setzen. Essen gehen in Deutschland so viel geisteskrank viel günstiger, Wohnen günstiger, allgemein Lebensunterhaltungskosten so viel günstiger in Proportion zur Schweiz. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich in der Schweiz insgesamt dann noch mehr. Im Monat oder 60.000 € im Jahr. Während Alleinlebende in der Schweiz im Schnitt auf 6.800 € monatlich. Migros und Coop hat ein 0815-Angebot im Vergleich zu Edeka und Rewe. Warum findest du das besser? Wahrscheinlich einerseits, weil man sich die Läden gewohnt ist, Migros und Coop, aber ich finde einfach, dass Migros und Coop, und mir ist das immer sehr wichtig bei Läden, ich weiß, es ist ein Argument, was gar nicht zählt, ich finde, Migros und Coop ist einfach schöner gemacht, man läuft rein, es sieht ultra clean aus, Gemüse ist schön da, ich finde, gewisse Produkte sind einfach bei uns frischer, weil halt einfach nicht so viele Leute eben einkaufen gehen, wie so ein Edeka oder Rewe, ja, und deshalb finde ich es einfach besser. Sind es bei Singles in Deutschland nur 2.900 € brutto wohlgemerkt. Also ich verdiene Brutto wohlgemerkt. 5.900 im Monat. Ja, ich finde nicht, dass es gut ist, aber ich bin zufrieden. Ey Bro, ich sage euch ehrlich, mit 5.900 in Zürich leben ist krass. Günstigste Einzimmerwohnung in Zürich 3.000 Franken. Wer schon mal in der Schweiz war, weiß allerdings auch, wie astronomisch hoch die Preise dort im Vergleich zu Deutschland sind. Doch wer nun denkt, dass das alles relativ... Ich habe mir gestern Dürüm geholt, zum Mitnehmen mit Ayran, mit Kalbsfleisch. Kalbsfleisch kostet nochmal 2 Franken mehr als Chicken. Insgesamt Dürüm, Ayran zum Mitnehmen mit Kalbsfleisch 16,50 Franken in Basel. Und Basel ist nicht mal die teuerste Stadt der Schweiz. Relativiert liegt jedoch falsch. Denn tatsächlich bleibt den Schweizern trotz der hohen Lebenshaltungskosten am Ende deutlich mehr im Portemonnaie als den Deutschen. So nämlich. In den verschiedenen... Es geht im Leben nicht nur um Geld, Leute, okay, chillt mal. In Schweizer Städten sind die Abgaben zwar unterschiedlich hoch, im Schnitt müssen die Eidgenossen aber nur rund 29% ihres Gehalts an Steuern
Steuern und Sozialabgaben zahlen, während es in Deutschland satte 38% sind. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass der Unterschied größer ist, also dass die Schweiz noch viel besser steuerlich ist, aber es ist mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so viel, wie es vielleicht mal war. Die höheren Gehälter können Schweizer durchschnittlich 1.500 Euro im Monat zurücklegen. Ein deutscher Digga, 1.500 Euro im Monat zurücklegen, würde ich gerne. Durchschnittshaushalt kann nach Abzug aller Ausgaben hingegen monatlich nur 260 Euro sparen. Bei vielen Deutschen bleibt am Monatsende jedoch gar nichts mehr übrig, das man auf die hohe Kante legen könnte. Bei diesen Zahlen verwundert Was ist das für ein Crackdorf? es also wenig, dass jedes Jahr rund 35.000 Deutsche in die Schweiz auswandern. Ey, ich habe gerade gesehen, die Schweiz ist, glaube ich, für Deutsche das Nummer 1 Land, wo die Leute auswandern. 300.000 Deutsche sind letztes Jahr in die Schweiz ausgewandert. Macht das Sinn? Aber ich meinte, ich habe das so gesehen. Das sind ultra viele Leute. Wo gehen die alle hin? Mehr als in jedes andere Land der Welt übrigens. Auch dass viele Deutsche sogenannte Grenzgänger werden, also Menschen, die nur zum Arbeiten täglich in die Schweiz fahren und dann abends wieder nach Deutschland zurückkehren, macht bei den hohen Gehältern tatsächlich vollkommen Sinn. Ärzte, Lehrer, allgemein Fachkräfte, ultra viel Deutsch bei uns. Man muss aber auch sagen, dass die Regionen, die an die Schweiz grenzen, dann auch nicht mehr so günstig sind in Deutschland, weil die checken das ja die Leute da, dass die Leute in der Schweiz arbeiten. Das heißt, Mieten an der Grenze sind, glaube ich, tendenziell höher und auch so Lebenskosten. Es wäre allerdings komplett falsch, die Attraktivität der Ach so, es leben 300.000 Deutsche in der Schweiz, nicht pro Jahr. Okay, check. Schweiz alleine an finanziellen Aspekten festzumachen, denn die Schweiz hat noch einen Denn die Schweiz hat noch eine Demokratie. anderen riesigen Vorteil gegenüber Hier, Viola Amherd. Ist es Viola Amherd? Und Ignacio Gassis. Deutschland. Und zwar ist sie viel sicherer. Die Schweiz wird international als eine Nation anerkannt, die nahezu keine Konflikte hat und als Geburtsstätte des modernen Friedens gilt. Durch Ey, yo, ich wohne einfach im Frieden, check den mal aus. ihre konsequente Neutralitätspolitik hat es das Land geschafft, sich aus den meisten internationalen Verstrickungen rauszuhalten. Dass zum Beispiel das internationale Rote Kreuz, die WHO oder sogar die UN ihren Sitz im Oder die FIFA. Schweizer Genf haben, ist absolut kein Zufall. Die Schweiz hat eine lange Tradition als vermittelnde Macht und als Gastgeber von Friedensverhandlungen. Deutschland auf der anderen Seite ist ein aktives Mitglied der NATO und der Europäischen Union, was dann oft Beteiligung an internationalen Konflikten und politischen Debatten mit sich bringt. Obwohl sich die deutsche Regierung intensiv um Diplomatie bemüht, ist das Land immer wieder indirekt in Konflikte und sogar Kriege involviert. Unter anderem aktuell in der Ukraine, wo Olaf, ey, ich habe Olaf getroffen bei den, also getroffen ist jetzt übertrieben, aber man muss es ja irgendwie gut verkaufen, bei den Olympischen Spielen im deutschen Dorf waren wir da und dann sagt so ein Homie zu mir, ey, weißt du, wer da drüben sitzt am Tisch? Olaf Scholz. Und dann saß der da, ganz allein, klar, da waren so, irgendwo hinten waren so 2 Security-Dudes, die dann so standen im Anzug, aber dann saß er da am Tisch, hat gechillt, mit Leuten geredet, wirklich einfach straight, so einen Meter neben uns saß er da am Tisch, hat ein Weinchen getrunken oder so und bisschen die Zeit genossen. Deutschland sich klar gegen Russland gestellt hat. In der Schweiz muss man sich aber nicht nur um internationale Bedrohungen kaum Sorgen machen, auch die Sicherheit im Land selbst ist deutlich höher, wie ein Blick in die Kriminalstatistik verrät. Ich wohne, glaube ich, in Basel und Basel ist die kriminellste Stadt der Schweiz. Also hier mal kurz so ein kleines Butterfly auspacken und Step. In der Schweiz gibt es jährlich nämlich gerade einmal 60 Straftaten pro 1000 Einwohner. In Deutschland sind es Ey, aber eigentlich, wenn man überlegt, 60 Strafen pro 1000 Einwohner sind eigentlich noch viel. fast ein Viertel mehr. Zudem gibt es in der Schweiz verhältnismäßig mehr Wirtschaftsdelikte, die sich dann eher weniger auf das gefühlte Sicherheitsempfinden der Bürger Ja, in der Schweiz hinterzieht halt jeder Steuern, so easy ist es. auswirken. Tatsächlich ist die Schweiz aktuell sogar eines der friedlichsten Länder überhaupt. Laut dem World Peace Index liegt sie nämlich auf dem 6. Ey, aber Österreich ist sogar noch besser. Österreich ist besser als die Schweiz.
Sass, da wurde Wien nicht eingerechnet. Platz weltweit. Deutschland liegt nur auf Platz 20. Doch die Schweiz ist nicht nur reicher und sicherer als Deutschland, das Land liegt auch an einem anderen Punkt weit vor dem großen Nachbarn im Norden. Denn die Schweiz ist wesentlich demokratischer als Deutschland. Tatsächlich Direkte Demokratie. gibt es sogar kein anderes Land in der Welt, in dem die Bürger so viel Mitbestimmungsrecht haben wie in der Schweiz. Statt wie in Deutschland nur Ja, Abstimmungen in der Schweiz gibt es sehr, sehr viele. Es gibt Abstimmungen im Dorf, es gibt Abstimmungen im Kanton, also im Bundesland und dann im gesamten Land. Und ich glaube, in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Abstimmung darüber, ob jetzt die neue Turnhalle saniert werden soll oder nicht. Und da kann wirklich jeder vom Dorf 1:1 sagen, ja, die soll renoviert werden oder nicht. Und wenn über die Hälfte Nein sagt, wird sie nicht renoviert. So einfach ist es. Politiker zu wählen, die dann alle Entscheidungen selber treffen, werden in der Schweiz alle wichtigen Themen von den Bürgern in Volksentscheiden bestimmt. Hier kann eigentlich nichts schiefgehen. Hier kann eigentlich nichts schief gehen. Hier ist eigentlich alles so gut geregelt, dass die Sachen gut laufen. Auch wenn es ungewöhnlich klingt, so werden Schweizer tatsächlich regelmäßig gebeten, über konkrete Gesetzesentwürfe abzustimmen. Und je nachdem, was die Mehrheit Guck ihn an, der Prediger. 7 Uhr morgens aufgestanden, zum Dorfplatz gegangen, jetzt hier schön Zettel in die Luft. der Bürger entscheidet, wird dann in geltendes Recht umgewandelt. Hi, hört sich erstmal gut an, aber würdest du sagen, es gibt auch Nachteile an der direkten Demokratie? Ich glaube grundsätzlich nicht. Der einzige Nachteil, den man in der Schule lernt, ist, eine direkte Demokratie hat lange Wege und es dauert alles länger. Aber abgesehen davon habe ich ehrlich gesagt keinen Plan. Politische Entscheidungen gegen den Willen des Volkes, wie sie in Deutschland und so gut wie allen anderen Ländern weltweit immer wieder durchgeführt werden, sind in der Schweiz somit nicht möglich. Nicht nur politisch und wirtschaftlich steht Das Geile ist halt, du kannst halt theoretisch gegen jedes einzelne Gesetz in der Schweiz vorgehen. Also wenn irgendwas bestimmt wird und du findest es nicht geil und du findest 100.000 andere Leute, die das auch nicht geil finden, gibt's eine Abstimmung. Das ist halt so relativ geil vom Ding her. Andererseits, man muss es dann auch machen. Ich persönlich würde es jetzt nicht in die Hand nehmen. Aber es gibt Leute, die sich dafür einsetzen und das finde ich geil. Und ich glaube, da ist direkte Demokratie schon sehr geil. die Schweiz besser da. Vor allem beim Thema Verkehr liegen zwischen Deutschland und der Schweiz Welten. Die Züge dort sind legendär für ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Das Schweizer Bahnnetz ist außerdem eines der dichtesten der Welt und verbindet selbst die entlegensten Bergdörfer. Ergänzt wird dies durch ein effizientes Netz von Bussen, Fähren und Straßenbahnen, die insgesamt zu einer nahtlosen Mobilität führen. Das ist wirklich crazy, wie krass da der Unterschied ist. Ich glaube, da haben wir schon in ein paar Videos darüber geredet. Aber Zugfahren, allgemein öffentlich fahren, Digga, du kannst so easy, kann ich jetzt hier morgen in den Zug steigen und Skifahren gehen. Also es hat obviously noch keinen Schnee, aber ich kann easy Skifahren gehen in geilen Skigebieten, einfach mit dem Zug und du hast kein Problem. Nix, du hast kein Problem, Digga. Die fahren pünktlich, die sind schön, du hast Platz, die fahren irgendwo in die Berge, vercrackt, fährt dann noch ein Zug durch irgendeinen Tunnel hoch. Das ist so geil und pünktlich und zwar ultra viele. Man muss dazu aber auch sagen, Schweiz ist ein kleineres Land. Ich gehe mal davon aus, dass es in einem kleineren Land einfacher ist, ein geiles System aufzubauen, so mäßig. Das ist schon sehr, sehr geil. Dass das in Deutschland nicht der Fall ist, muss man eigentlich kaum noch erwähnen. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und ich meinte, ich habe in der Dokumentation gesehen, in Basel stehen 10 Züge jeden Tag bereit mit Fahrer, die nur darauf warten, dass alle Züge, die von Deutschland nach Basel einfahren, zu spät sind und dann springt ein Schweizer Zug ein. Jeden Tag 10 Fahrer, die mit dem Zug so da sitzen, so, jo, wann kommt endlich einer? Und dann kommt irgendeiner mit Verspätung und dann springen die ein. Sind insbesondere bei der Deutschen Bahn ein riesiges Problem. Und Zugverspätung oder ganz ausgefallene Verbindungen gehören hier zum Alltag. Und das belegen Gehören hier zum Alltag. auch die Statistiken. In der Schweiz kommen 92,5% aller Züge pünktlich, wobei schon eine Verspätung von nur 3 Minuten in der Statistik als unpünktlich gilt. In Deutschland hingegen kommen nur etwa 60% aller Züge pünktlich an, obwohl in den deutschen Berechnungen Bahnen erst ab knapp 6 Minuten Verspätung überhaupt als 6 Minuten Verspätung, das ist wirklich nicht gecaptured, okay? Das wissen die Leute, die in der Schweiz wohnen. 6 Minuten Verspätung ist ultra viel in der Schweiz. Das ist nicht so 2 Minuten gibt's halt oft, obviously, aber 6 Minuten gibt's echt nicht oft. Das ist crazy. unpünktlich gelten. Generell gibt es noch viele weitere Punkte, in denen die Schweiz Deutschland überlegen ist. Zum Beispiel in den TikTokern. Es gibt einen TikToker, der heißt Adi Totoro. Beispiel im Klima. So scheint die Sonne
in der Schweiz im Schnitt eine halbe Stunde länger. Ja, Mann. Aber deshalb, ich habe echt das Gefühl, in Basel, hier wo ich wohne, echt oft geiles Wetter. Das ist natürlich Tessin im Süden der Schweiz, was eigentlich Italien ist. Auch viel gutes Wetter. Aber ich finde die Schweiz, ich bin da wettertechnisch auch sehr zufrieden, glaube ich. Ich finde allgemein auch Süddeutschland, glaube ich, besseres Wetter als hat der Norden. Länger pro Tag als in Deutschland. Eben. Ne, für Deutschen ist die Schweiz eigentlich ein südliches Land. Die sagen dann, ja, ich fahre in den Süden, da sind Chicas. Dann kommen sie in die Schweiz und merken, holy shit, das ist das komplette Gegenteil. Falls hat das Land 3-mal weniger Staatsschulden als Deutschland und selbst das Internet ist zudem hochmodern. So, IRL-Stream in der Schweiz, beste. Im Skigebiet-Stream 5G vollen Empfang. Perfekt. Und auch die entlegensten Gebiete haben immer guten Empfang. Auch die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind oft deutlich schlechter als in der Schweiz. Neben einem viel höheren Gehalt haben zum Beispiel auch Digga, hier wird so geflext mit der Schweiz. Menschen, die in der Pflege arbeiten, viel mehr Zeit für ihre Patienten. Während eine Pflegekraft in Deutschland am Tag oft 10 Personen oder mehr betreuen muss, sind es in der Schweiz meist nur 2 oder 3. Auch in Sachen Wirtschaftswachstum hat die Schweiz die Nase vorn. Während die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr nämlich um 0,3% geschrumpft ist sie in der Schweiz im selben Zeitraum um 1,3% gewachsen. Kurz gesagt, die Schweizer Wirtschaft geht bergauf, Deutschlands geht leicht bergab. All diese Faktoren dürften typische Schweizer auch nicht dazu beitragen, dass die Lebenserwartung in der Schweiz für Frauen rund 2 Jahre und für Männer sogar 4 Jahre höher liegt als in Deutschland. Wie aber konnte es die Wenn man das so anschaut, wie es eigentlich die Normalität sein sollte, ist schon traurig, was alles schief geht in Deutschland. Ich meine, das Bahnsystem alleine ist schon so da müsste man einmal alle rauskicken und alles neu starten. Wird aber nie passieren, darum wird es nie gelöst. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Deutschland jetzt nicht so kacke, wie es immer heißt. Ich mag es eigentlich ultra in Köln zu sein, München, Hamburg. Berlin ist jetzt nicht so meine Stadt. Ich mag es in Deutschland zu sein. Ich bin in einer deutlich anderen Bubble unterwegs als Leute, die jetzt 9 to 5 arbeiten. Ne? Ich glaube halt, jeder von uns hat so irgendwie das Privileg, aufzustehen, wenn man will. Man hat irgendwie wahrscheinlich noch das nötige Kleingeld, um essen zu gehen und so. Und dann bekommt man das alles nicht so krass mit. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben normal dort lebt, dass es dann schon eher so ist. Schweiz schaffen, so gut zu werden? Und wieso ist das Land so wohlhabend und so erfolgreich? Ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Stärke der Schweiz ist natürlich ihr robustes Bankwesen, weltweit bekannt für ihre Stabilität und Diskretion im Bankensektor. Schweizer Banken ziehen aus genau diesen Gründen. Und deshalb habe ich meine Ausbildung auf einer Schweizer Bank gemacht. Ich habe es gehasst. Ich war am Bankschalter im Anzug. Hier, Krawatte angehabt. 30, 50, 70, 80, 100. Dann die Oma, Dankeschön, dann ist sie wieder gegangen. Vermögen aus der ganzen Welt an. Diese Stabilität zieht wiederum ausländische Investoren an, was so zur Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze beiträgt. Auch das bereits erwähnte System der direkten Demokratie dürfte maßgeblich zum Status der Schweiz beigetragen haben. Während in Deutschland wichtige politische Entscheidungen oft weniger direkt demokratisch beeinflusst werden können, sind die Bürger der Schweiz alle selber involviert in die Arbeit der Politik und können Sie mir bitte den 20-Franken-Nötli auszahlen? Digga, da legst du ihnen das Geld hin und dann sagst du, ich hätte gerne den 10er gehabt. Dann musst du alles wieder einbuchen und 10er rauslassen, Digga. Also wirklich, bei der Bank arbeiten. Shoutouts an alle Leute dort, an alle Homies von damals, aber ich hab's leider gehasst, war gar nicht können sie zu ihren Gunsten mitlenken. Ein anderer Grund für die Überlegenheit der Schweiz liegt auch in ihrer Struktur. Obwohl das Land im Vergleich zu Deutschland recht klein ist, so verfügt die Schweiz über ganze 26 verschiedene Bundesländer, die sogenannten. Das ist crazy, das habe ich bis heute noch nicht gecheckt, wieso die Schweiz so unfassbar viele Bundesländer hat. Die Schweiz ist ja von der Fläche, würde ich sagen, 1/10 so groß wie Deutschland, aber hat 10 Bundesländer mehr oder 8 Bundesländer, ich weiß gar nicht, wie viel Deutschland hat. Und hat so ganz viele kleine Bereiche, wo jedes Bundesland seinen eigenen Dialekt hat, das ist voll crazy. Ich meine, in Deutschland ist es vielleicht ein Bundesland hier mit einem Dialekt. Ohne. Jedes ist ganz eigenständig und kann über die meisten Dinge selber entscheiden, was es so ermöglicht, sich genau auf die Wünsche von teilweise wenigen 100.000 Menschen einzulassen. Doch heißt das jetzt, man sollte Deutschland einfach verlassen, um in der Schweiz ein besseres Leben zu führen? Oder gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, in denen Deutschland trotzdem die Nase und ich überlege nach Deutschland zu ziehen. Checkt ihr das? Ich überlege nach Deutschland zu ziehen. Das macht eigentlich hinten und vorne keinen Sinn. Aber man muss manchmal im Leben auch mal was Neues sehen. Weißt du, wie ich meine? Dass ich dann in 10 Jahren wieder zurückkommen kann und sagen kann, yo, hier bin ich wieder.
tatsächlich hat Deutschland auch einige große Stärken gegenüber der Schweiz. So ist das deutsche Sozialsystem eines der besten und fairsten der Welt. Denn durch das Netzwerk von Sozialversicherungen wird gewährleistet, dass jeder Bürger eine umfassende Grundabsicherung hat. Deutschland hat zudem ein robustes und allumfassendes Gesundheitssystem. Die Gesundheitsversorgung Einfach in 10 Jahren pleite zurückkommen, weil Finanzamt alles genommen hat. Ey, oder man holt sich eine Zweitwohnung in Deutschland und wohnt halt nur 5 Monate und 30 Jahre dort und den Rest wohnt man in der Schweiz. ist flächendeckend und für alle Bürger zugänglich. In der Schweiz Das ist crazy. ist die Gesundheitsversorgung zwar ebenfalls exzellent, jedoch oft teurer und nicht für alle gleichermaßen zugänglich. In der Schweiz arbeiten die Menschen zudem auch deutlich mehr als in 5 Monate und 30 Tage, Digga. sorry. Deutschland und haben im Schnitt viel weniger Urlaubstage. Es wird gejammert, man wirft den Deutschen vor, auf hohem Niveau zu jammern. Digga, er ist sowas von in die Schweiz ausgewandert. Er hatet jetzt so gegen Wenn Deutschland. das zutrifft, dann jammern die Schweizer auf hochalpinem Niveau. Doch was Die Schweizer denkt ihr denn? Findet ihr die Schweiz Schweiz finde ich ein schönes Land. Ich mag auch sehr Deutschland. Ich mag Deutschland auch sehr. Ich finde beide Länder cool. Deutschland läuft vieles schief. Ich finde in der Schweiz ist auch nicht alles perfekt. Aber was ich tatsächlich perfekt fände, ist, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.